Bonjour aus dem Europaparlament vun Straßburg, wo d'Europadeputiert des Forum fir Plenär zu summe sinn. Dat gedeis so mat Gelegenheit fir am Kompetenzteam vun der CSV bëssen iwwer d'Aktualitéit ha dem Parlament, an noch iwwer d'Aktivitéiten vun den letzte Wochen ze schwätzen. Und dafür begrüßen ich bei europäischen Impressionen, wie werden Reding den Frank Engel an Georges Bach. Bonjour. Bonjour. Ja, Madame Reding war der letzte Weekend zu Cannes, Filmfestival, nicht zuletzt für ihrem langjährigen Einsatz als Kommissarin noch an dem Bereich. Wenn Madame Reding durch eine invitiert gehen, den europäischen Film steht schon auf solide Face, kann ich so im Englisch bleibt ja auch immer etwas zu machen, digital Zukunft, das ist Stichwort. Wie wäre es zu Cannes? Wat zo kann ass jommer Flottensch Menge lo si no laus der alle gore jalos Dir och ich zu kann. Mei geht jo net op Kan fir op Plasch ze goen, geht Di noch net op Kan fir Dir Herren flott Mederscher ze gesinn, flott Schauspielerinnen ze gesinn oder fir mech flott Schauspieler. Mei geht de Film an de Film der eng richtig Industrie. Bei ja zu Lützeburg zum Beispiel hummer eng Stärk Filmindustrie. Ich wissen, dat mit Leiit dat alle gore wëssen, méi dat ass awer so do schaffe 750 Leiit an der Industrie. Me mache viel Koproduktionen, me hunn noch viel Succesen, wo jo schon engkeier een Oscar gewonnen mat engem Film. Also dat das schon etwas Solides. An dat das etwas wat am Ëmschwung ass, dodurch well jo die Internetwelt immer mi stärk ass. Wann Filmer nëmi bezuelt gi, wann se alle gore piratéiert gin, ja da können Filmschaffende jo nëmi der foliewe. An dofir muss man no Moosname sichen, wéi mat den droit d'auteur bei de Filmen. An senger ganzer Komplexitéit, weil du gehtt jo net nëmmen dem Produzenten, geht och déi die Belichtung machen, déi die Kamera feieren, déi die de Maquillage machen, en bei dennner, die alle goren déi viel Artisan, die viel Berufer, die do mat ze summen henken, dat den déi vun dem Beruf kënne liewen. Dorem sa et gangen, ich hat do une puer Table Ronten mat geschafft. Ich war auch ganz froh darüber, dass zum Schluss, als der französische Premierminister da hinkom, hat man noch gelauscht und hat gesagt, Viviane Reding hat recht. Wir müssen gucken, dass Europa nicht seine digitale Eigenständigkeit zurückkriegt, weil sonst ist es ein kolonisierten Kontinent und dann ist ein Term als Kultur futti. Also der Gesicht zu kann, ist es auch ganz aus dem Solid-Sache gegangen. Dann der Frank Engel, den hast du wie gewusst an der Kommission, der Spezialkommission Taxheim aus dem Europaparlament, die an der Suite von der LuxLeaks-Affäre gegründet war. Die Kommission hat an der Zwischenzeit angefangen zu arbeiten, die war anfangs der Woche zu Lützeburg. Wie eine Impression hat dann so noch den ersten Sitzungen, die gesehen, kann ich nicht so, in welche Richtung das geht? Es geht ja genau die Richtung, die wir seit langer Zeit mengen. Das heißt, dass die Leute, die eine Enquetekommission wollten, also alles das, was auf der ziemlich rabiater Linke angesiedelt ist, auch die Grenzen just nicht da ist, weil die muss ja regieren. Und dann ist es eine bisschen andere Position. Der Meinung sind, dass wir immer eine Enquetekommission, der gerade bereicht eine Enquetekommission, weil in der immer nicht am Detail rausgefunden wird, wen da was für ein Regime genau in welchem Land gekriegt wird. Nicht nur zu Lützeburg, sondern auch auf anderen Plätzen, wo das praktiziert wird. Ja, auf viele andere sagen sich, was soll den Exerzis anfangen? Weil die Revelationen waren von Anfang an da. Und dann die Etablierung vom Fakt, dass eine bestimmte Praxis auch. Und von da aus soll es eigentlich darum gehen, dass man für die Zukunft eine mehr umfassende, mehr gerechte Besteuerung auch für große Betriebe quer durch Europa hinkriegen. Und das ist die Aufgabe von der Europäischen Kommission für Propositionen zu machen, gegebenenfalls vom Legislateur. Für die dann umzusetzen, meistens der Ministerrat, weil es sich um Steuermaterien handelt, wo wir nicht ganz viel Zuständigkeiten haben. Ich bin nicht verhindert, dass das Parlament denkt. Das möchte doch als eine Wirtschafts- und Währungskommission, die ja sowieso da, sodass auch noch eine Partie meint, die Existenz von der Spezialkommission der nächste Konstant bleibt. Für die Zukunft darüber nachzudenken, wie wir die Situation verbessern können. Hätte man es nicht gebraucht. Aber für das am Detail rauszufinden, was soll eventuell rausgefunden gehen, als weder eine Spezialkommission noch eine Enquetekommission am Europäischen Parlament outiliert, weil keine von den zwei Varianten hat, wie das im nationalen Parlament sind, richtig Kompetenzen für am Detail rauszufinden, wen da was genau gekriegt hat, und darüber raus.
se eng Party vun denen mi bekannte Fäll sowieso vun der Europäischer Kommission mat engem Konkurrenzverfahren belogelle guck wat dabei rauskommt. Dat ze Sachen, die de Trutfassung läfen. Ech hunn nach mat Impressioun lei als vill Gedeich fir net allzuviel. An der Sach an dat wat ma Prospektiv, also fir Zukunft und Verbesserungen wollen dabeiieren, hat man ohne die Kommission durchgepackt. Eng froh danach. Wie as dann überhaupt gangen? Die Kommission war jo lächte Mänden war se jo zu Lützeburg, du warst jo dabei, du sitzt jo an der Kommission, wo jo fertigspricht, dat de Lützeburger do sitzt fir mal zu gucken, wie dat geht. Wie war d'Atmosphär do? Wie hast dat gelaf? Zelwicht wie dat wat ich lo beschriwen hunn. Einzelner, die do wollten dann am Detail rausfahren, wetterlo Einzelbetrieber en erwegen Nëmmstä kreien. Dat können se net rausfahren, dat fäden der Steuergeheimnis, dat können se net gesot kräen. A fir de recht eng Reif vun Interlokuteuren zu Summe gewürfelt vun dem Präsident vun der Kommission mat segem Sekretariat, de mat Rulingen neiich ze din hunn. Dat wären Hichtsitzungen, die wären also liicht. Die wären also liicht langweilig fir so zu so mat der Chamber hat en Echange iwwer zukünftige Ausrichtungen vu Politik. Wenn der nicht so werden, am Finanzminister och wie man dadurch fast, das andere Menke nicht Neues gewesen, Nesenkeier deutlich gemacht huet, dat mir Lützeburg also net die sind, die als europäische Verbesserungen an der Effekazität von der Betriebsbesteuerung widersetzen. Das hat man nie gemacht. Das hat Jean-Claude Juncker 1997 schon auf der europäischen Agenda gesagt, Demos als Präsident vom Conseil, nicht mir hun Demos blockiert, andere Demos blockiert, da sind wir haut nach. Und ich bin aber nicht unfroh, eigentlich wenn wir lo endlich dann auch dazu Fortschritte kämen, wenn wir sich schon für lange Jahre als Lützeburger auch angeregt haben. Das ist nicht normal ist auf Dauer, dass alle einzelnen Bürger an alle einzelnen Schreinerbetriebe Steuern regulär bezielt, dann zwar gegebenenfalls viel. Aber was der Betrieb mit Deggers, was der Mann Steuern bezielt, bis er mal kein mehr bezielt, das meine ich als klar. Und das fällt auch an Mensch ab. Wir können nicht allein zu Lützeburg, ich will nicht so von der Geschäftsgrundlage, aber ein von den Elementen von der Aktivität von der Finanzplatz allein aufschaffen, während andere das weiter betreiben, das verzerrt Konkurrenz an einem Geschäft, was einfach für das Land net ganz onwesen. Ja, momentan war mir net anderen. Absolut. 25 Länder die het machen. 26 scheinbar just Bulgarien a Griechenland net net just Union. Da gët nach Kanalinseln, da gët doch nach Singapur, da gët doch nach Hongkong, en ganz Party vu de Betrieber, die dat benutzen. Ich mis noch iwwer Europa raus idealerweise. Enger ganze Party vu so Betriebe as het legal, op Seich Landbautsbiergers, oder zu Singapur. Ja. Das heißt so lange wie egal wo op diesem Globus an einem performante Finanzzentrum mat den Dingschlichtungen, die noch sonst krit besser Konditionen Gebäude krit, verschlechtert mir just als Konkurrenzposition an dat denkt wieder der Sarappes, weil jo dann der Betrieb nach immer net genug Steuer bezielt. Nach den Gedeihsappes man Massage verlieren, das net muss sich das net gut für Europa, weil wat méi so Betriebe als Europa als der Union aufwandern, weil doch für die reale Ökonomie an Europa man gut ist. Also, muss ich verständlich bleiben. Wir werden bestimmt auf dieses Sujet zurückkommen. Ein anderes Sujet, den auch letzte Monat schon beschäftigt hat, das war den Flüchtlingsdrama am Mittelmeer. Mittlerweile hat die Kommission einen Propos gemacht, einen Propos von Quoten, wo wir auch letzte Monat schon rivariert hatten. Da gibt es schon nicht überall Begeisterung an den verschiedenen Ländern zu der Quotenlösung. Was soll dir dann? Wie viel du zu den Quoten, wie die Kommission noch proposiert? Das so, dat jo nëmmen en Deelaspekt ass die Quoten, die hun vu Quoten an net Schweze lewer vun engem Verdelungsmechanismus, Quoten ass immer eng Reduktionun op gewëste Prozentsätz an eiser Evaluierung. Ja. Et hecht die ganz Flüchtlingsproblematik mé hun Lächgedriwer Geschwzen dasgedriwer werden uns die nächste Zeit nach lang beschäftigen an Kommission huet, so wie se iwwer so gekënnecht hätten am Fong e ganze Pack o Mesuren proposéiert. Wo dat do natürlich de Verdelungsmechanismus en Deel davon ass en Deel awer den eigentlich
eng Hëllef soll durchstellen fir verschiedene Länder. Dat hicht net fir de Problem ze lesen, mé eng Hëllefstellung dat berühmten Wort Solidarität mat den Länder aus dem Süden. Et sind der 4-5 Malta, Griechenland, Spanien, Italien, die iwwer 70% vun den Flüchtlingen am Anfang direkt opholen, die mat der Situation iwwerfordert sind. Net nëmmen finanziell mé och logistisch an dat Techt fir denen Hëllefstellung ze lechten ass am Fong gesot gi mir iwwerleen ons e Verdelungsmechanismus fir ze soen ha mir losen se duch a verschieden Äner Länner, do se Kriterien opstalt ginn de PIB gët berücksichtigt. Et gët dawo nazuuel berücksichtigt vun Länner. De Schomerch och deelweis an der dats vuch nach oprékommen, dat hicht déi Sachen gi berücksichtigt, an op Grund do vun gëtt an den Seuf hesgelecht, den all Land soll ophoelen, wo et awer direkt Widerstand ginn ass vun de klassischen, die man kennen, Großbritannien mal direkt, Ungarn, Polen, Frankreich ass das gut, dass dat Stichwort sees Frankreich a Spanien eigentlich auch a Frankreich vun enger sozialistische Regierung gesteuert, dat hecht doch do gesäit, dat et keng Linkspolitik ass mé dat eng Problematik ass, die am Fong queech durch sämtlech Parteiie queech durch sämtlech Fraktionen zu ënnerschiedliche Wüe feiert. Frankreich a Spanien sinn am Fong eng bis mi viersichtig net direkt so radikal, da geht mir aber trotzdem dagéint. Die verlängen nach zusätzlich Etüden, nach zusätzlich Noforschungen och wälste gesot hues op dem Punkt Schomersch. Dat hecht wann en hege Prozentsatz vu Schomerschuld soll dat engem bëssen unerkannt gin. Och wann ich schon en Grozuel Flüchtlingen opgeholl huet, soll dat och unerkannt gin. Mei trotzdem muss man op de Weg goen. Wir müssen sind der Meinung, dat man net ernstcht fir die Länder wie gesot am Süden ze hëlfe, muss man de Verdelungsmechanismen so gerecht wie méigich me doch einer Länder der opholen, die bis nach keng oder net viel opgeholen. An da kommmer wie gewinnt nach bei als Froen, die Dir als Raggescheckt huet, Dich die kënnt vum Adrian Palmeri vun Dummelding, Adrian Fred Lützebusch ass du am gangen de Congé parental ze reforméieren. Gëtt du e Congé iwwer an all Land an der EU, awer ja ass den dann net iwwerall selwecht. Seg froh fir den Joch Spachmensch, den an der Vergangenheet schon viel beschäftigt duch ma Congé de Maternité, gitt zwer de Congé parental, wie Di gëtt am net an all Land. De Congé parental gëtt an all Land, dat vertecht werden nach en Aufkommes tschen de Sozialpartner doaus 96 den echte Rechtsakt, die Direktiven Sternen, die Lo 2010 neigemerk gin ass, die eigentlich recht op den Congé parental vierschreift, dat hicht all siewet männlech oder weiblich Arbeitnehmer huet recht op de Congé parental. Ass natürlich vu Land zu Land verschiedene Regeln. An du ginn de Mindestzeu ass 4 Meint, an de Maximum ass e Maximum vun der Dure ass net geregelt, méi e Maximum vum Alter vum Kant ass 8 Joer. Dat sinn Sueien, die geregelt sinn. Do innerhalb von dem wat auf festleit, kann natürlich all Land seg national Gegebenheiten mat rabringen, dat das dann ein Verhandlungsresultat tschen de Partner tschen der Regierungen innerhalb von dem Land, wat deelweise an Kollektivvertrag geregelt, das deelweise a Gesetz. de Gesetz mé Lützeburg huet gewissen Spielraum fir können dat unzupassen. Mit Rechter och van den Rëm könnt op seg Erbesplatz, dat hecht recht op seg Erbesplatz bleft ginn. Dat sind awer alle Sachen, die vun der europäische Gesetzgebung festgeschrieben sind. Okay. Dann Suje den als auch am April, also 4 Wahlen op der Insel beschäftigt hat, den Lunnerkehr an enger Forum könnten Paul Thompson Fred op den Suse vum David Cameron enzeechen ass das Briten aus der EU rausfällen. Frank Engel hund Briten de Cameron gewählt fir een Referendum iwwer den Brexit ze kreen, also fir der EU eventuell Ädi ze soen. dat Grundfleisch wie das Fälle gewonnen wird. Also das ist immer ganz schwer heraus net nëmme bei de Briten, méi bei dee besonch, wofir Leiit wéi eng Partei gewählt. A Großbritannien huet ein majoritäres System, wo Einzelkandidaten an einzelne Bezirke gewählt gehen. All Mënsch, den dabei op eng Parlamentswahl geht, kann just fir e Mënsch e Kandidat stimmen. Du hast schon persönlich Sympathie an Bekanntheit, respektive Vertrautheit mat so engem Mënsch wahrscheinliche Faktor, der viel mir wichtig als für vielen anderen Plätze, wo nur Löschte gewählt wird, wo Parteien am Vordergrund stehen. Dann sind die Signale, die von der Welt ausgesandt gesehen, total kontradiktorisch. A ganz Schottland herrscht sinngemäß just eine enge Partei, Scottish National Party, so ist nämlich ganz viel do. Die United Kingdom Independence Party, die wirklich Welle raus aus der Europäischen Union.
huet hier Stimmenzahl verdreifacht. Huet 4 Millionen Stimmen engagiert, dummer da wenn Sitz krit. Ja. Wat eben einfach am System so ass, weil in all einzelne Sitz muss dodurch kräen, dat den an aller einzelner klenger Zirkonskription stimme méi huet wie einer Partei. An die Konservativ vun eng absolut Majorität mat 37%, das auch eng Partikularität vom britische Wahlrecht. Ich mengen am Wesentlichen net für den Austritt aus der Union, mir einfach weil Briten kein Lust hätten op enger Wirtschaftspolitik. An der de wesentliche Grund war für die Konservativ gestärkt gi bon. Den David Cameron herrscht lo leng, regiert lo leng, kann Referendum, muss Referendum. Ich wünsche mir, dass er Referendum losieren möchte. An dat de Sujet dommer endlich vom Dich könnt. So oder so. So oder so. Ja. Wir können ja sowieso die Briten nicht so, wie sie das zu gesehen. Da werden eine Kampagne gehen. Du hast ganz Wirtschaft dann der Meinung, wir sind an der Union bleiben, wenn all die Benefice vom Bannemarkt etc. nach. Und es wird eine resolute Kampagne geben, für zu sagen, als Souveränität aus zur Disposition gestaltet, wir müssen die zurückkriegen, das geht nicht mehr dabei. Und da wird irgendein von denen kommen. Und dann ist die Frage geklärt. Die Frage muss geklärt gehen, weil die europäische Politik sind auf viel zu viel langer Zeit eigentlich Geisel von einer innenpolitischen Debatte in Großbritannien ist. Das ist schlecht. Das ist schlecht, weil der Fall ist wie von den Briten, mit das auch schlecht, wenn europäische Politik an irgendeinem anderen Land geiselhaft geholt wird. Sie sollen eine Decision holen, das ist hier Decision, da gar keinen Draschwärzen davon mehr führen. Ich hätte aber natürlich auch logisch Zeit, dass der Cameron selber Position bezieht, weil ich fand, dass er einem Staatsmann nicht würdig, wenn er sich so wischiwaschi, so schwammig behält, wie er in dem Moment möchte. Ich bin aber der Meinung, dass er sich bis zu einer Meinung bekennen und die dann noch vehement vertreten. Ich kann vielleicht behaupten, hier wird der Meinung, hier gibt es keine dranbleiben mehr, aber nicht. Ja, voilà. Apropos Kampagne an hier mir noch momentan zuletzt eng Kampagne, die lebt dann dort so ob man sie indirekt können als letzte froh für diese Mo, die können vom Chantal Klos. Am Kontext vom Referendum hätte ich mal eng froh. Ich sind zwar ganz klar für den Nähe zum Ausländerwahlrecht, ich fand, dass wir heute muss etwas abfeiern, weil doch so näher an Europa geht, an in die Wähle will, die kann ja Lützburger gehen. Ich hätte aber vielleicht kein Problem, wenn man das ähnlich an Europa machen, schreibt Chantal. Sos gëtt schon alles reglementiert, fir wat also net in europäescht Wahlrecht. All Europäer déef dann an dem Land vielen wo wunt. Wie wären Reding ass dat eventuell eng Lesung fir an paar Joer? Oder das op jeden Fall keine Lesung für an die nächsten Jahren. Ja. Dat wird nach relativ lang dauern. Es wird zwar eine gute Lesung, wenn überall die Leute könnten da wählen, wo sie wohnen, aber dann überall. Ich habe mich als Kommissar mit der Problematik beschäftigt, weil da Probleme zu lesen waren. Und ich habe festgestellt, dass nun aber wirklich an keinem Land irgendwie ein will und sein Wahlrecht ändern gehen. Und die Zeit ist nicht reif, oder für die Leute wollen das nicht. In den das gibt so in einem anderen Land, die gibt knatscht Wahlen verlieren, und zwar ganz massiv. Und da gibt es Sachen, die müssten geändert gehen. Nicht, dass die Ausländer das Wahlrecht kriegen. Wie zum Beispiel, dass die Nationalität tun an einem Land, dass die hier das Wahlrecht behalten. Wir haben für drunten über Großbritannien geschwärzt. Aber ein Brit, der am Ausland lebt, der verliert sein Wahlrecht an Großbritannien. Den findet sich also ohne Wahlrecht. Auch schon der britische Premier, dem selben. Das sind mehr wie 1 Million Leute, denen das. Briten mit den Staatsbürgern von ganz vielen Memberstaaten, denen ja. Das geht. Die einfach, wenn ja. Du plünderst, dann willst du kein Parlament. Sie finden Länder, wo das wirken, dann sind so an der Regel 1 Million Leute sind davon betroffen. Also das ist ein solides Problem. Ich habe dem David Cameron geschrieben gehabt, und ich habe von dem einen frischen Brief gekriegt als Antwort. Sommige Menge-Sachen Cameron, und wir dürfen nicht daran denken. Für ihr eigenes Staatsbürger. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Logie kommen und so, für die anderen Staatsbürger. Also, ich lebe nicht dran, aber wenn ich das ideologisch gucke, gebe ich fanden, dass eigentlich an der Zukunft für uns Kanner das eine gute Lösung wäre, wenn Europa dann so weit evaluiert wäre, dass man das könnte Queste machen.
Voilà, vielmals merci an damit wir dann noch schon zum Schluss kommen von unserer Emission Europäische Impressionen für diesen Monat. Schickt euch von Schlifterem Erfrohen ran, meldet über Facebook oder meldet auf als E-Mail-Adresse auf europa@csv.lu. Vielmals merci für das, dem Frank Engel, dem Georges Bach und dem Vivian Reding. Und bis den nächsten Monat.